Dieses Lernvideo gehört zu einer Reihe mit Mannsätzen und Pfannkuchen-Videos, wodurch man ja so recht richtig Mannsätze wiederholt, übt oder wo man ja eben auch lernt, wie man Pfannkuchen macht. Viel Spaß dabei wünscht dir Tatjana Antic, deine Deutschlehrerin. Los! In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit Mannsätzen und Modalverben. Nach jedem Slide kannst du ja eben auch den Film stoppen und wiederholen, wenn es dir das gefällt. Und pass auf, was es links auf diesen Fotos steht, die von Max geschrieben sind und wie es heißt rechts von mir, was ja richtig ist. Beziehungsweise verstehst du den Unterschied zwischen den Verben sollen und müssen? Das besprechen wir am Ende. Zuerst soll man Lebensmittel kaufen. Man braucht nicht viele Zutaten für den perfekten Pfannkuchenteig. Um richtig anzufangen, soll man eine Schürze anziehen. Man soll 150 Gramm Mehl und 250 Gramm Milch mit einer Prise Salz verrühren. Dann soll man 2 Eier dazugeben und gut verquirlen. Wenn die Mischung gemacht ist, soll man ein bisschen entspannen. Man soll einen Schöpflöffel Teig in die heiße, beschichtete Pfanne geben. Man soll die Hitze etwas reduzieren, damit der Pfannkuchen nicht verbrennt. Man soll den flüssigen Pfannkuchenteig so schwenken, dass sich der Teig gleichmäßig auf dem Pfannenboden verteilt. Dann soll man mit einem Pfannenwender den Pfannkuchen wenden und auf der Seite ebenfalls goldbraun ausbacken. Am Ende soll man die eigenen Pfannkuchen genießen. Guten Appetit! Ist es dir aufgefallen, dass die ganze Zeit Max das Verb müssen verwendet und nicht das Verb sollen? Das ist ja eigentlich der Unterschied, weil wortwörtlich übersetzt heißt müssen morati und sollen trebati. Aber so in diesem sprachlichen Gebrauch, in dieser Situation, nehme ich doch das Verb sollen auf Deutsch und auf Kroatisch morati und dann bin ich perfekt. Also, weitere Übungen dazu findest du im Lumen. Und jetzt verstehst du alles. Jetzt sollst du nur noch ein bisschen üben. Dakle, müssen je nužnost, nekakva zakonska odredba, nekakav propis i tako nešto slično. I vrlo je ružno reći prijatelju ono moraš. Na hrvatskom kad kažeš nekome moraš doći k meni, onda to znači ja te zaista od sveg srca pozivam. To nije naredba. A na njemačkom to zvuči kao grozna naredba. Dakle, nemoj to činiti. Prijatelju se kaže du sollst zu mir kommen ili du solltest zu mir kommen, ovisi o kontekstu, ima isto tako minimalne razlike, ali to nije bitno. I taj sollen upotrebljavam kada si nešto prevodim na njemački, upravo kada želim nešto prevesti pod značenjem moraš ovo ili ono, a da ne zvuči grubo, bezobrazno i slično. Tschüss, bis bald.